Heute ist die Nacht vor Regenbogen-Weihnacht. Und der Lulu und der Robby hüpfen nervös in der Wohnung umeinander. Sie meinen, sie müssen noch etwas organisieren oder machen oder tun. Müssen wir noch etwas mitnehmen? Miau, nein, dort brauchen wir ja nichts. Dort ist man ja wunschlos glücklich. Und gleich, sie haben jetzt das Gefühl, sie müssten sich noch etwas schön machen für die Nacht. Weil, ja, das ist schliesslich nur einmal im Jahr, so eine Weihnachten. Und sie gehen ins Bad und suchen sich dort Strahl und Bürsten. Und striegeln einander ihren struppigen Stofftierpelz. Weil der ist ja ziemlich verfilzt und hat hier und da auch noch ein paar Fleckchen. Und die putzen sie sich schön alle ab. Sie wollen schön sein, glänzen und ja, einfach parat sein für ein grosses Fest. Und sie sind sich eben nicht ganz sicher, ob der Regenbogen auch wirklich wieder kommt. Ob sie über die Brücke einfach wieder gehen können, so wie letztes Mal. Und sie sind schon ein bisschen nervös, ob ihnen das eben gelingt. Miau, ich bin da nicht sicher, ob der Regenbogen wieder kommt. Ja, komm, wir gehen gescheiter gerade schauen. Jetzt sind wir ja schön hergerichtet. Das ist wahr. Sie sind geputzt und gestrahlt wie aus dem Bilderbuch. Und so schleifen sie durch die Katzentür, hüpfen auf den Balkon und tatsächlich! Da glitzert es und glänzt es. Und genau in diesem Moment erscheint sie, die schimmrige Regenbogenbrücke, die aus Licht und Glitzer besteht. Da ist sie, Lulu. Und der Robby hüpft vor Freude. Und die beiden Stofftierchen machen zusammen einen Gump runter auf die Brücke und laufen ganz säuferlich über die leuchtigen Farben. Die Brücke fühlt sich weich und federnd unter ihren Füßen an, wie wenn sie auf einer Wolke laufen würden. Und jeder Schritt wirbelt kleine, farbige Funken auf, die um sie herum tanzen wie glitzerige Glühwürmchen. Und am anderen Ende geht das goldige Tor auf, das im Mondschein wie flüssiges Licht schimmert. Und dahinter liegt ja das magische Regenbogenland, das sie ja schon kennen. Überall funkeln Farben. Und heute noch mehr als letztes Mal. Der Himmel ist nicht wie ein normaler Nachthimmel sonst ist, sondern der schimmert in allen Farbtönen, die langsam ineinander hineinlaufen. Und der Duft von süßen Früchten und blühenden Blumen erfüllt wieder die Luft. Ein leichter Wind trägt das leisliche Tönen von Glöckli wie eine zarte Melodie, die gerade in ihr Herz hineinströmt. Willkommen zurück, der liebe Stofftierli-Abenteurer. Hören Sie jetzt die sanfte Stimme, die Sie auch schon kennen. Und plötzlich steht der Regenbogenhüter vor ihnen. Auch er ist eine leuchtige, schimmernde Gestalt, umgeben von einem glitzerigen Sternenlicht. Und er sieht fast aus, wie wenn er schweben würde. Heute ist ein ganz besonderer Abend, sagt der Hüter mit einem geheimnisvollen Lächeln. Ich möchte euch die Wunder vom Regenbogenland zeigen. Miau, noch so gern. Merci, Regenbogenhüter. Oh, das ist ja cool. Danke vielmals, Regenbogenhüter. Und jetzt führt sie der Regenbogenhüter zuerst auf eine leuchtige Sternenwolke. Er schnippt einmal in der Luft und schon ist die Wolke da. Die ist wie ein flauschiges, schimmerndes Küssi. Und in der Mitte liegt ein prachtvoller Teppich ausbreitet. Der natürlich in allen Regenbogenfarben glänzt. «Setzt nur ab», sagt der Regenbogenhüter mit einem einladenden Lächeln. Und kaum haben sich der Lulu und der Robby ein Plätzchen ausgesucht,
fährt der Teppich magisch an zu leuchten. Der Zauberteppich, der lässt euch die Wünsche direkt von den Augen ab, erklärt der Hüter. Und tatsächlich, plötzlich tauchen die köstlichsten Leckereien auf. Für einen Lulu ein Teller mit duftigen, goldigen Waffeln, mit Sternstaubzucker und ein Glas warme, schimmrige Schokimilch. Und der Robby überkommt ein riesiges, farbiges Fruchttäfeli. Eine ganze Schale davon, jedes in einer anderen Farbe, und die glitzert, während er jedes Stückchen probiert. «Miau, das ist die beste Schokimilch, was es gibt!» ruft der Lulu. Und der Robby nickt. «Das ist die beste Tafel, die ich je hatte. So etwas gibt es bei uns unten auf der Welt nicht.» Und jetzt essen sie und schmatzen sie. Es erscheinen Würstchen, Weckli, Bananen, Kakifrüchte und alles, was sich die zwei nur wünschen. Sie müssen nur daran denken und schon ist es da. Und so schnell wie der Zauberteppich ist gekommen, so schnell ist er schon wieder davon. Nämlich genau dann, als er gemerkt hat, die beiden sind satt. Sie mögen nichts mehr essen und trinken und sehnen sich nach dem nächsten Abenteuer. Ja, nach dem magischen Essen führt sie der Hüter jetzt auf eine Wolkenwiese, die aussieht wie ein schimmeriger Regenbogen, der sich auf weichem Nebel ausbreitet. «Auf dieser Wiese werden eure Träume wahr», erklärt der Hüter. Und plötzlich fängt die Magie an. Für einen Lulu erscheint ein riesiger, farbiger Bagger. «Miau! Wow! Ein Bagger!» Und sofort rennt er rüber zu dem Bagger, steigt auf und fährt an zu baggern. Und jetzt fährt er mit dem Bagger auf dieser farbigen Wolke umeinander und schiebt die Farben hin und her und macht die schönsten Farbtöne, wenn er die Wolken zusammenmischelt. Er lacht, wo die Wolken sich in lustige Formen wie Herzli, Sternli, Blümli oder andere Sachen verwandeln. Aber was jetzt für einen Robby erscheint, das ist noch viel verrückter. Die Wolken tun sich auf und es erscheint ein riesiger Glitzerzaubersee, der in allen Farben vom Regenbogen leuchtet. Ein See! Ein Bad! Ein Zauberbad! Aber als er die süsse, schimmerige Oberfläche sieht, springt er gerade rein. Der flüssige Glimmer, der schmeckt nach Zuckerwatte und süssen Beeren. Oh. Und währenddem, dass er dort drinnen planscht, entstehen lustige Glitzerbilder auf der Oberfläche. Kleine Sternchen, funkelnde Blümchen und leuchtige Tiere. «Oh, das ist unglaublich!» ruft er fröhlich und taucht auf und ab in diesem Glitzerbad. Und als er schliesslich raussteigt, glitzert er selber am ganzen Stofftierkörper wie ein Stern, der strahlt vor Freude. Und zum krönenden Abschluss feiern sie jetzt mit den Zauberwesen vom Regenbogenland. Kleine, leuchtige Feen kommen zu tanzen um sie herum und sternenförmige Glühwürmchen schweben wie eine farbige Lichterkette über die Wiese. Es tönt Musik, so schön, wie sie sie noch nie gehört haben, und so fein, wie wenn der Regen selber gerade singen würde und alle lachen und tanzen unter dem glitzerigen Himmel. So verbringen sie eine fröhliche Zeit, bis sie schliesslich beide ganz fest gehen. Ich glaube, sie merken, dass sie reif sind, für zu schlafen, nach diesen vielen schönen, freudigen Eindrücken.
Aber bevor der Lulu und der Robby sich auf den Heimweg machen, versammeln sich die Farben vom Regenbogen um sie herum. Und jede Farbe leuchtet fein und berührt sie nacheinander. Die Farben möchten jetzt euch noch ihr Weihnachtsgeschenk geben. Und jetzt kommt das Rot und schlängelt sich um Robby und um Lulu. Das Rot schenkt euch Kraft und Stärke für alle eure Abenteuer. Nach dem Rot strömt das Grün um Robby und um Lulu. Das Grün schenkt euch Gesundheit. Und hinter dem Grün kumpelt das Gelb daher. Es bringt Freude, Fröhlichkeit und Lachen mit und schenkt es diesen beiden Freunden. Nach dem Gelb kommt das Blau. Es bringt Klarheit und Ordnung mit. Das Rosenrot streichelt um sie herum und schenkt ihnen Liebe und Zärtlichkeit. Und jetzt tummeln sich noch alle Misttöne um sie herum, schenken ihnen Freude, Liebe, Klang, Glück und alles, was ihre Herzen begehren. Sie gümpeln hin und her und erleuchten den ganzen Ort in einen farbigen Wunderzauber. Und zum Schluss kommt noch das Weiss daher. Das Weiss schenkt diesen beiden eine Ruhe und einen Frieden. Und als letztes umhüllt sie noch das Violett mit seiner Fantasie und mit neuen Ideen. Die Magie der Farben bleibt immer bei euch, sagt der Regenbogenhüter. Sie lieben es, ihre Geschenke zu verströmen. Nur die Menschen merken eben auch nichts davon. Aber ihr, liebe Stofftiere, habt es gemerkt. Ihr seid die Glücklichen. Und zum Abschied dürfen sie noch ein paar Sternfrüchte vom Regenbogenbaum pflücken und mit heimnehmen. Sie bedanken sich ganz fest bei all diesen Regenbogenwesen und beim Regenbogenhüter. Und gehen dann über die Regenbogenbrücke zurück. Mit einem Glücksgefühl im Herz, wie wenn sie die ganze Welt umarmen könnten. Zurück in ihrem Bett kuscheln sie sich unter die warme Decke und ganz nahe zu dem Kind. So, dass der Farbzauber auch gerade für die Menschen wirken kann. Miau! Das ist die schönste Adventszeit, die ich jemals erlebt habe, kuschelt der Lulu. Und der Robby sagt: Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Und so schlafen sie friedlich ein. Der Farbzauber verbreitet sich in diesen Bett und strömt zu diesen Menschen, die in diesen Bett liegen. Verströmt in die ganze Wohnung, in das ganze Haus, in die ganze Strasse, in die ganze Stadt, ins ganze Land, auf der ganzen Welt. Und schlussendlich wieder zurück ins Regenbogenland. Und so sind die Strahlen immer und überall am Wirken mit ihrer Kraft. So ein Glück haben wir alle. Und nur die wenigsten wissen etwas davon.